Weisst mich mit der Hand von Gnade. Deine Liebe überwältigt mich. Drum gebe ich mein Leben dir. Was für eine Liebe und was für eine Gnade. Würdig, du bist würdig, es gibt niemand so wie du. Würdig, du bist würdig, so von Gott. Würdig, du bist würdig, auferstanden. Ganz herzlich willkommen zu unserem zweiten Livestream-Gottesdienst hier aus der Westhalle. Ich freue mich sehr, dass wir auf die Art und Weise wenigstens ein bisschen Gemeinschaft miteinander haben können. Und vielleicht bist du gerade live dabei oder vielleicht schaltest du auch später zu. Das spielt keine Rolle. Ich glaube wirklich, dass Gott uns begegnet. Egal, zwischen Zeit und Raum spielt es keinen Unterschied. Und dass er dir begegnen will, heute Morgen. Ich habe einen Bibelvers mitgebracht aus 1. Thessaloniker 2, Vers 17. Den habe ich zugeschickt gekriegt jetzt so in den letzten Wochen, vor ein paar Wochen mal. Da schreibt der Paulus an die Thessaloniker: Liebe Freunde, wir waren für eine Weile von euch getrennt, doch nur räumlich, denn mit dem Herzen waren wir immer bei euch. Aber weil wir uns so danach sehnten, euch wiederzusehen, bemühten wir uns sehr, zu euch zu kommen. Und die Verse, die haben mich so berührt. Diese Sehnsucht von Paulus nach Gemeinschaft mit den Thessalonikern. Und ich habe auch so eine Sehnsucht, Gemeinschaft zu haben. Und vielleicht habt ihr das auch. Und wir sind auch räumlich getrennt. Und wir haben jetzt einfach diese Technik benutzt, um zu euch zu kommen. So wie der Paulus schreibt, wir bemühten uns sehr, zu euch zu kommen. Und diese Sehnsucht nach Gemeinschaft, die kommt eigentlich ursprünglich von Gott selber. Er hat sich immer wieder aufgemacht, zu uns zu kommen, uns nach zu sein, mit uns Gemeinschaft zu haben, sein Herz mit uns zu teilen. Und wir haben uns aufgemacht, zu euch zu kommen, auch heute Morgen. Die Band mit Mischu, die uns nachher auch in den Worship-Teil reinnimmt. Und der Tommy Germann hat sich vorbereitet mit einer Predigt zum Thema Zurück zur Normalität, Fragezeichen. Und wir vom Worship, nicht vom Worship-Team, sondern vom prophetischen Team, wir haben auch noch ein paar Eindrücke gesammelt für euch, die wir dann ganz am Schluss weitergeben werden. Und eine wichtige Person möchte ich noch erwähnen, die sich auch aufgemacht hat heute Morgen, das ist der Heilige Geist. Weil nur durch ihn können wir wirkliche Gemeinschaft haben, können wir Gemeinschaft haben mit Gott und auch miteinander. Er ist der uns verbindet. Und ihn möchte ich jetzt gerade noch einladen für die Worship-Zeit, in die wir nachher gehen werden. Und Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du uns nimmst an das Herz vom Vater, dass du unsere Herzen aufmachst, dass wir wirklich Jesus begegnen können, dass du unseren Gottesdienst lebendig machst und segnest. Du bist uns wirklich herzlich willkommen. Amen. Und jetzt gebe ich weiter an Mischu und an die Band, dass sie uns wirklich ans Herz vom Vater. Es ist gut, Gott zu preisen. Es ist gut, Gott zu preisen.
Es ist gut, Gott zu preisen. Es ist gut, Gott zu preisen. Es ist gut, Gott zu preisen. Sein Name erheben. Es ist gut, Gott zu preisen. Es ist gut, Gott zu preisen. Es ist gut, Gott zu preisen. Sein Name erheben. Ja, macht's Freude geschrei. Yeah, yeah, yeah. Für unseren Gott. Ja, macht's Freude Fest für unseren Gott. Sein Name rühmen wir, solange wir das können. Wir preisen Jesus. Wir preisen Jesus. Wir preisen Jesus. Sein Name erheben wir. Wir preisen Jesus. Wir preisen Jesus. Wir preisen Jesus, sein Name erheben wir. Ja, macht's Freude geschrei. Yeah, 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 für unseren Gott. Ja, macht's Freude Fest für unseren Gott. Sein Name rühmen wir, solange wir das können. Glory, glory, hallelujah. Since I laid all my burdens down, my burdens down. glory, 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 glory. hallelujah. Hallelujah. Since I laid All my burdens burdens down. glory, 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 Hallelujah. hallelujah. since I laid all my burdens. Down. Glory, 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 hallelujah. hallelujah. Since I laid All my burdens down. es ist gut, Gott zu preisen. Es ist gut, Gott zu preisen. Wir werden Es ist gut, Gott zu preisen. Sein Name erheben wir. Ja, deinen Namen erheben wir, Jesus, heute Morgen. Wir preisen, wir loben dich, du bist würdig. Danke, dass du durch jeden Livestream mit deiner Herrlichkeit jetzt so fließt und die breit machst in diesen Wohnungen, an diesen Orten. Aber auch hier in Westhalle. Wir dürfen deine Herrlichkeit schon ein bisschen spüren, aber bitte, dass du noch stärker kommst. The rocks will cry out, the ocean will roar, the mountains will bow to the name of the Lord. He is our God, He will be praised. The idols will fall, the strongholds will break, every weapon that forms will shatter and fade. He is our God, He is our faith. Praise is the highway to the throne of God. Praise is the highway to the moon of God. Praise is the highway to the move of God. Revival will come, the church will awake, His anthem will drown all other refrains. is our song, He forever
Praise is the highway to the throne of God. Praise is the highway to the heart of God. Praise is the highway to the move of God. Praise is the highway. Praise is the highway to the throne of God. Praise is the highway to the heart of God. Praise is the highway to the move of God. Lift up your head, fling wide the gates, break down the walls with a shout of praise. Lift up your voice, pull heaven down. Oh, sing like thunder, make his praises loud. Oh, lift up your head, fling wide the gates, break down the walls with a shout of praise. Lift up your voice, pull heaven down. Oh, sing like thunder, make his praises loud. Praise is the highway to the throne of God. Praise is the highway to the heart of God. Praise is the highway to the move of God. Praise is the highway to the throne of God. Praise is the highway to the heart of God. Praise is the highway to the move of God. Lift up your head, fling wide the gates, break down the walls with a shout of praise, and lift up your voice, pull heaven down. Oh, sing like thunder, make his praises loud. Oh, lift up your voice, fling wide the gates, break down the walls with a shout of praise. Oh, lift up your voice, pull heaven down. Oh, sing like thunder, make his praises loud. Make his praises loud. He is worthy. Hij is worthy. Estou em brisa tuas. Du bist würdig, du bist würdig, Gott. Lift up your head, fling wide the gates, break down the walls with the shout of praise. Lift up your voice, pull heaven down. Oh, sing like thunder, make his praises loud. Du bist alles, was du sagst, du bist. Was du versprochen hast, das gilt.
war und noch kommt, bezeugt, wie groß du wirklich bist. In deinem Namen jede Angst muss weichen, alles wird verändert, alles wird neu. In deinem Namen ist der Weg und die Wahrheit, in dir ist der Ursprung voller Freude. Die Kraft von dir, die lebt in mir. Glorreich und stark ist deine Stimme. Egal wie hoch die Wellen sind, hey, das Wort von dir und alles wird still. In deinem Namen jede Angst muss weichen, alles wird verändert, alles wird neu. In deinem Namen ist der Weg und die Wahrheit, in dir ist der Ursprung voller Freude. In deinem Namen jede Angst muss weichen, alles wird verändert, alles wird neu. In deinem Namen ist der Weg und die Wahrheit, in dir ist der Ursprung voller Freude. Oh Jesus, in deinem Namen bin ich frei. Oh Jesus, in deinem Namen finde ich Heil. Jesus, in deinem Namen bin ich frei. Jesus, in deinem Namen finde ich Heil. Jesus, du bist lebendig, dein Name bringt dir Sieg, dein Name ist der einzige Weg. Jesus, du bist lebendig, dein Name bringt dir Sieg, dein Name ist der einzige Weg. Oh, oh, oh. Jesus, du bist lebendig, dein Name bringt dir Sieg, dein Name ist der einzige Weg. Jesus, du bist lebendig, dein Name bringt dir Sieg, dein Name ist der einzige Weg. In deinem Namen jede Angst muss weichen, alles wird verändert, alles wird neu. In deinem Namen ist der Weg und die Wahrheit, in dir ist der Ursprung voller Freude. In deinem Namen jede Angst muss weichen, alles wird verändert, alles wird neu. In deinem Namen ist der Weg und die Wahrheit, in dir ist der Ursprung voller Freude. In dir finden wir die Freude, in dir ist die Freude. Hey, in dir sind wir frei, in dir sind wir frei. In dir finden wir das Heil, in dir finden wir das Heil, nur in dir, Jesus. In dir finden wir das Heil, in dir finden wir das Heil, in dir sind wir frei.
ist ein Wohlklang für uns. Der Name. Der Name ist ein Wohlklang für uns. Der Name, der Name, der Name, der Name. Ja, es ist unser Wunsch, in deinem Haus zu sein. Und danke, ist dein Haus nicht nur irgendeine Gemeinde, ein Kirchengebäude, sondern dürfen wir dein Haus sein, dürfen wir dir nach sein. Und wir wollen dir immer nach sein. Wir wollen unser Leben ausgerichtet haben auf dich. Halleluja. Das ist mein Herzenswunsch. Das ist mein Bitte an dich. In deinem Haus daheim zu sein. Für immer die Schönheit zu sehen. Das ist mein Herzenswunsch. Das ist mein Bitte an dich. In deinem Haus daheim zu sein. Für immer die Schönheit zu sehen. Herzenswunsch, das ist mein Bild an dich. In deinem Haus daheim zu sein, für immer die Schönheit zu sehen. Das ist mein Herzenswunsch. Das ist mein Bitte an dich. In deinem Haus daheim zu sein. Für immer die Schönheit zu sehen.
wo wir sind, dass wir bei dir zu Hause sind und dass es nicht davon abhängt, ob wir hier in der Gemeinde sind, im Gemeindegebäude sind, sondern dass du in uns lebst. Ich danke dir jetzt, dass wir zusammen sein dürfen, auch übers Internet zusammen sein dürfen und ja, dass du einfach das, was du mir aufs Herz gelegt hast, wirklich segnest, dass das jedem Einzelnen, der jetzt zuschaut, ob es jetzt gerade im Livestream ist oder im Video später, dass das zu ihm spricht, dass es wirklich deine Stimme ist, die sie hören und nicht meine Gedanken. Bete einfach, dass du uns immer wieder zeigst und hilfst, was gerade dran ist, was für uns wichtig ist. Und so wollen wir aufmerksam sein auf das, was du mir aufs Herz gelegt hast und was wir jetzt hören dürfen. Amen. Nochmal vielen Dank für den richtig guten Lobpreis. Mir gefällt das immer wieder und jetzt gerade in der Corona-Zeit noch besonders. Ich bin nicht so der musikalische Typ, der verschiedene Instrumente spielt. Und so finde ich das immer wieder richtig genial, mit einer Band zusammen Lobpreis zu machen, dabei zu sein. Und ich freue mich schon drauf, wenn das wieder mal der Fall sein wird, dass wir hier alle zusammen sein werden. Aber gleich zum Anfang möchte ich nicht so viel erzählen, sondern dir viel eher eine Frage stellen. Und zwar die Frage ist, wünschst du dir die Normalität zurück? Also diese Zeit so vor Corona. Und ich weiß nicht, wie du diese ganzen letzten Monate so erlebt hast und wie das bei dir so war. Aber man kann ja schon ein bisschen diesen Eindruck gewinnen, es gibt ein Vor Corona und ein Nach Corona, so ähnlich wie vor Christus, nach Christus. Vor Corona war es extrem unhöflich, jemandem nicht die Hand zu geben. Nach Corona ist es unhöflich, wenn du es tust. Oder vor Corona warst du irgendwie ein komischer Vogel, wenn du nicht in die Ferien gefahren bist. Und nach Corona gucken dich alle an, ja wie, du fährst in Urlaub, wie machst du das denn? Und mir ist es so aufgefallen, als ich in der letzten Woche so einen Film geguckt habe, der logischerweise vor Corona produziert wurde. Und dann kam so eine Szene, die in einem Lokal stattgefunden hat. Und ich saß da und unterbewusst kam mir der Gedanke, hey, die halten die Regeln nicht ein. Und da ist mir aufgefallen, hey, diese Zeit, die hat echt was mit uns gemacht. Die hat uns verändert. Und deswegen ist, glaube ich, bei ganz, ganz vielen dieser Wunsch nach Normalität da. Und auch bei mir ist der da. Und ich finde es auch total verständlich. Aber die Realität ist ja auch folgende, dass niemand weiß, wann das sein wird. Ich glaube, wenn wir eins gelernt haben in den letzten Monaten ist, dass es 10 Wissenschaftler gibt, die das eine sagen und 10, die das andere sagen. Und niemand kann aktuell sagen, wann wird es wieder so sein wie vorher oder wird es überhaupt wieder so sein. Und das, was für mich, was ich jetzt mir Gedanken gemacht habe und gelernt habe, ist, ich bin fest davon überzeugt, die Normalität nach Corona wird anders sein, als sie es davor war. Warum bin ich davon so überzeugt? Weil unsere Gesellschaft nicht mehr Krisen gewohnt ist. Vor 200, 300 Jahren war das noch ganz, ganz was anderes. Die Leute waren viel mehr an Kriege, an Seuchen und an Krisen gewöhnt. Aber wenn ich jetzt aus meiner Perspektive zurückgucke, dann kann ich mich noch so an die Wirtschaftskrise oder die Finanzkrise von 2008 erinnern und dann kommt dann irgendwann relativ schnell schon 9/11 und dann hört es auch schon auf. So viele Krisen sind das nicht. Die ein bisschen älter sind, die können sich dann noch an den Kalten Krieg erinnern, der ganz Europa in Spannung gehalten hat und noch ein Stückchen weiter vorne die große Ölkrise, die es damals gab, die auch wirklich die Gesellschaft geprägt hat. Aber im Großen und Ganzen, diese Krisen, die wirklich gesellschaftsverändernd sind, sind weniger geworden, als das früher der Fall war. Und für mich ist das überhaupt nichts Negatives, ganz im Gegenteil, ist total positiv. Wir können dankbar sein, dass Gott es so gut mit uns meint, dass wir in einer Zeit leben, wo das eben nicht mehr so oft der Fall ist. Aber für mich ist jetzt bei den Gedanken, die ich mir gemacht habe, wichtig geworden, zurück zur Normalität ist eben nicht mehr zurück zum Alten. Und genau das ist auch der Titel dieser Predigt, zurück zur Normalität. Und wenn du jetzt zu Hause sitzt und das mit jemandem zusammen guckst, dann dreh dich doch mal zu demjenigen um und sag zu ihm den Titel zurück zur Normalität. Und wenn du alleine guckst, dann schreib es einfach in den Chat rein, da sind auch noch ein paar andere, die lesen es dann. Und für uns aus christlicher Sicht finde ich es nochmal auf eine ganz, ganz andere Weise spannend. Ich weiß nicht, wie viel ihr so an Nachrichten bekommen habt oder euch auch schlau gelesen habt,
wie Corona jetzt einzuordnen ist. Oder diese Krise, ist das jetzt einzuordnen als Gericht Gottes? Ist das ein Angriff vom Feind? Und es gibt 10 verschiedene Ansichtsweisen, wie man das jetzt als Christ einzuordnen hat. Und ich reihe mich da nicht mit ein, keine Angst, ich werde jetzt nicht meine Sicht dazu sagen, wie ich das jetzt biblisch einordne, sondern für mich ist ein ganz, ganz anderer Punkt wichtig. Und zwar ist es doch so, dass Krisen auch immer eine Chance sind. Krisen sind bei Sportvereinen, bei Wirtschaftsunternehmen für eine Gesellschaft immer auch eine Chance. Und wie meine ich das? Ich meine das folgendermaßen, zum Beispiel ein Profisportverein, wenn die in eine Saison spielen und sie kommen in eine Krise rein, dann ist meistens relativ schnell so, dass sie sich auf den Abstiegsplätzen befinden. Was wird dann gemacht? In kürzester Zeit wird der Trainer ausgetauscht und es werden verschiedene andere Maßnahmen getroffen, um das Ruder quasi rumzureißen, aus dieser Krise rauszukommen. Oft funktioniert das auch, aber das, was dann den Unterschied macht, ist, was hat dieser Verein aus dieser Krise hinterher gelernt? Es gibt dann Vereine, die sagen, ja okay, wir sind aus den Abstiegsplätzen raus, alles klar, geht weiter und dann ist das Thema für sie erledigt. Und meistens sind das auch die Vereine, die in relativ kurzen Abständen danach sich wieder in der nächsten Krise befinden, die offensichtlich sich nicht damit befasst haben, was da passiert ist. Und dann gibt es aber auch die anderen Vereine, die sich hinterher hinsetzen und eine Analyse machen, was ist vorgefallen, wie ist das passiert, woraus ist das entstanden und dann anfangen daraus zu lernen. Und das sind ganz oft auch die Vereine, die auf langfristige Sicht ein beständiges Wachstum und eine beständige Steigerung erleben. Ist nicht nur beim Profiverein so, ist bei Wirtschaftsunternehmen genauso. Microsoft, sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Als ich klein war, Windows 98 lief überall. Mein Papa hat es auf seinem Computer im Büro gehabt. Mein erster Computer lief mit Windows 98, der von meinem Bruder lief mit Windows 98 in der Schule. Überall war Windows 98. Was hat Microsoft gemacht? Nicht sonderlich viel. Sie haben sich auf den Lorbeeren ausgeruht und die Folge war, 2000er Jahre waren für Microsoft eine Krisenzeit, die extrem erschütternd war und bis in die Existenz des Unternehmens hinein Erschütterung gebracht hat. Microsoft ist aber auch gleichzeitig ein schönes Beispiel daraus, aus diesen Krisen heraus eben zu lernen. Microsoft hat sich damit auseinandergesetzt, hat natürlich auch kurzfristig gehandelt, aber hat daraus gelernt. Und heute ist Microsoft wieder ein Unternehmen, was Geld abwirft und wirklich auf einem wachsenden Zweig ist. Was will ich jetzt damit sagen? Entscheidend ist am Ende, was lernt man aus einer Krise? Und was lernen wir aus der Krise? Ganz besonders auch als Christen. Und was mir so aufgefallen ist, ich lese zurzeit die Apostelgeschichte und da sind ja so viele Dinge, die jetzt nicht so ganz normal scheinen. Aber es ist ja schon so, wenn wir die ganze Bibel angucken, ist es ja schon interessant, was dort für Sachen berichtet werden. Wir lesen von einem Mann, der ein Boot baut auf dem trockenen Land. Ist irgendwie nicht ganz normal. Oder wir lesen ein bisschen später von einem Mann, der auszieht mit seinem ganzen Hab und Gut, seiner gesamten Familie und sein eigenes Ziel nicht kennt. Dann lesen wir weiter von einem Hirten, der später König wird. Und für uns als Christen ganz, ganz wichtig, lesen wir dann von einem Mann, der heilt und Hoffnung vermittelt und später als Verbrecher hingerichtet wird. Oder eben das, was ich jetzt gerade gelesen habe in der Apostelgeschichte. Und wenn du möchtest, dann darfst du deine Bibel aufschlagen zu Hause, aber bitte nimm die richtige Bibel, nicht irgendeine App oder sonst irgendwas, weil wenn du eine App nimmst, dann bist du vom Stream weg und das möchte ich nicht. Ich lese zurzeit die Apostelgeschichte und dort ist mir in Apostelgeschichte 14 was aufgefallen. Ich ordne das noch ganz kurz ein, damit ihr auch wisst, worum es geht. Dort ist Paulus, der ist in Lystra und diskutiert dort mit verschiedenen Leuten über den Glauben, verkündigt das Evangelium und dann betet er für einen Menschen, der wird geheilt und dann kommen diese Verse, die ich jetzt hier vorlese. Und als sie dies sagten, beruhigten sie mit Mühe die Volksmenge, dass sie ihnen nicht opferten.
Also Paulus hat diesen Mann geheilt und die Menschen waren so beeindruckt davon, dass sie angefangen haben, Paulus als Gott zu verehren. Und jetzt heißt es hier, Paulus hatte Mühe, diese Menschen davon zu beruhigen, dass sie das nicht getan haben. Und direkt im nächsten Vers heißt es, es kam aber aus Antiochia und Ikonien Juden an, und nachdem sie die Volksmenge überredeten und Paulus gesteinigt hatten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus, da sie meinten, er sei gestorben. Das sind exakt 3 Verse von dem Moment, wo sie Paulus als Gott verehren, bis zu dem Moment, wo es heißt, sie haben ihn gesteinigt und sie meinten, er sei tot, aus der Stadt rausgeschliffen. Und dann heißt es im nächsten Vers, als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt hinein und am folgenden Tag zog er mit Barnabas aus nach Derbe, also in eine andere Stadt. Und wer das weiterlesen möchte, Apostelgeschichte 14, später kommt er dann sogar nochmal zurück nach Lystra, um die Menschen, die sich dort für Jesus entschieden haben, nochmal zu stärken. Aber irgendwie beim Lesen habe ich so gedacht, hey, was für eine verrückte Story. Überhaupt nicht normal. Wer erlebt sowas schon? Und wer ist dann noch so drauf, dass er einfach in die nächste Stadt geht und weitermacht wie davor? Aber was ich fragen möchte ist, und das ist vielleicht ein bisschen provokativ für dich zu Hause, aber wie kann es eigentlich sein, dass wir als Christen mit am lautesten nach Normalität schreien und gleichzeitig solche Menschen als Glaubensvorbilder haben? Wie ist das möglich? Und dazu kommt noch, wir als Christen bräuchten ja vor einer Krankheit erst recht keine Angst zu haben. Paulus sagt, Sterben ist für uns Gewinn. Und ich möchte damit diese Corona-Krise überhaupt nicht verharmlosen oder irgendwie vermitteln, dass es nicht gut ist, sich nicht an diese Regeln zu halten. Es ist gut, sich an diese Regeln zu halten. Und es ist richtig, darauf zu hören, was der Bundesrat beschließt. Aber was ich meine ist, wie kann es sein, dass wir möglichst schnell zu unserem gemütlichen Glaubensalltag zurück wollen, wo wir so einmal die Woche uns in Sonntagsgottesdienst reinhocken und danach wieder nach Hause gehen und dann war es das für eine Woche gewesen? Oder wo wir einfach irgendwo in der Stadt die Flyer verteilen und Menschen zu einer Veranstaltung einladen und das Ganze dann Evangelisation nennen, damit wir den Leuten nicht selbst was von Jesus erzählen müssen? Ist das diese Normalität, wo wir so unbedingt zurück wollen? Das ist die Frage, die ich mal stellen möchte. Und die weitere Frage ist, was will Gott uns vielleicht auch in dieser Krise zeigen oder was will er, dass wir aus dieser Krise lernen? Und es ist ja eigentlich überall so, wenn wir etwas verändern wollen in unserem Leben, dann müssen wir unsere Komfortzone verlassen. Wenn ich sportlicher werden möchte, dann kann ich mir natürlich in irgendeiner Apotheke irgendwelche Pillen kaufen, aber solange wie ich auf der Couch sitzen bleibe, werden auch die nicht viel bringen. Und könnte es eventuell auch so sein, dass Gott uns Christen in dieser Zeit vielleicht so einen kleinen Anstups gibt, uns mal von unserer gemütlichen Glaubenscouch runter zu bewegen? Ist es vielleicht möglich, dass Gott uns lehren möchte in dieser Zeit, eben nicht möglichst schnell zum Alten zurückzugehen, sondern uns ganz neu damit zu befassen, wie leben wir unseren Glauben? Und damit meine ich jetzt nicht, dass du ab morgen losrennst in die Fußgängerzone oder sonst wo hinein und Leuten vom Evangelium berichten möchtest und mit ihnen über den Glauben sprechen möchtest, die durch Corona Angst haben und am liebsten gar nicht angesprochen werden wollen. Das meine ich damit nicht. Aber ich meine dein und mein geistliches Leben. Und ich schließe mich da ganz, ganz bewusst mit ein, weil ich habe in dieser Zeit auch gelernt, dass ich für viele Dinge selber verantwortlich bin, die ich sonst gerne in andere Hände gelegt habe. Und wir versuchen hier mit Online und allen möglichen Dingen richtig viel auf die Beine zu stellen. Und ich bin total dankbar, dass es diese Technik dafür gibt. Aber vielleicht hat dir diese Krise auch eins schon gezeigt: Für dein und mein geistliches Leben sind wir in allererster Linie selber verantwortlich. Es reicht nicht, von Predigt zu gehen. Das reicht nicht aus. Und ganz nebenbei
ist das Bibellesen auch noch wichtiger, als eine Predigt zuzuhören. Und deswegen könnte es doch sein, dass das jetzt eine Zeit ist, wo wir anfangen, mehr die Bibel zu lesen und zu beten. Oder aber, was mich betrifft, für mich habe ich gemerkt, hey, die Sonntagsschule ist ein Ding, das habe ich einfach abgegeben. Ich habe das einfach die Mitarbeiter machen lassen und ich war froh darüber. Ich habe die Kinder am Sonntag dahin gebracht und ich wusste, die werden was von Gott lernen, von Jesus lernen, die werden ermutigt rauskommen und das wird gut sein. Aber ich habe jetzt in dieser Zeit gemerkt, wo das Ganze halt mal nicht so stattfindet, hey, es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass meine Kinder geistliches Wachstum erleben. Ich kann das nicht einfach weiter in die Hände abgeben. Und das heißt für mich, dass ich viel mehr mit meinen Kindern über den Glauben spreche, mit ihnen bete, ihnen Bibelgeschichten vorlese oder solche Dinge mache. Und mein Ziel und mein Wunsch mit dieser Predigt ist nicht, irgendwie dich zu Hause fertig zu machen und dir ein schlechtes Gefühl zu geben, ach, ich muss jetzt wieder irgendetwas tun. Nein, überhaupt gar nicht. Mein Ziel mit dieser Predigt ist, dass wir als Christen zukunftsfähig werden, dass wir nicht zurück zur Normalität, zurück zum Alten gehen, um möglichst schnell es uns wieder gemütlich zu machen, sondern dass wir aus dieser Krise heraus lernen und wenn wieder eine Krise kommen wird, dass wir vorbereitet sind, dass wir diejenigen sind, die nicht davon abhängig sind, dass der Sonntagsgottesdienst in einem Gebäude stattfindet. Und das ist das, was ich sagen möchte, ist, wenn wir als Christen nicht lernen aus Krisen heraus, dann sind wir nicht zukunftsfähig. Genauso wie Wirtschaftsunternehmen und wie Sportvereine das nicht sind. Und wir haben die besten Bedingungen. Wir haben Gott auf unserer Seite, wir haben den Heiligen Geist, der uns helfen möchte. Wir haben all das, aber trotzdem müssen wir auch bereit sein für Veränderung und etwas zu lernen. Was heißt das jetzt? Heißt das jetzt für dich, dass du sagst, okay, am besten ich lasse das Ganze komplett sein und gehe raus aus allen möglichen Sachen, die in einem Gemeindeleben stattfinden und gucke mir einfach alles nur noch online an, weil dann bin ich ja von sowas nicht mehr abhängig. Nein, das heißt das natürlich nicht. Online ist eine schöne Sache, aber online ist auch nicht die Lösung. Ist nicht die Lösung. Die Bibel sagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, das heißt 2 oder 3 zusammen, nicht zusammen in einem Chat, sondern zusammen in der Realität. Da bin ich mitten unter ihnen. Hey, aber kann es sein, dass Gott uns diesen Anstups von unserer Glaubenscouch gibt und dass das für dich bedeutet, hey, ich habe jetzt gemerkt, der Sonntagsgottesdienst kann unter Umständen so nicht fortgeführt werden, wie wir uns das immer gewünscht haben. Aber kleine Gruppen sind möglich. Das heißt für dich vielleicht, hey, ich muss Mitglied werden in einem Hauskreis. Ich muss Mitglied werden in einer Gruppe. Ich muss mich integrieren. Oder heißt das vielleicht für dich, hey, mein Bibellesen und mein Beten ist ein bisschen kurz gekommen. Ich habe mich eigentlich darauf verlassen, dass es eine richtig gute Worship-Band gibt, dass es eine richtig gute Predigt gibt. Dann kann das für dich bedeuten, hey, verbring mehr Zeit mit der Bibel und im Gebet. Oder wenn für dich in der Familie der Glauben so ein Thema ist, ja, das ist halt am Sonntag irgendwie Thema, aber sonst halt nicht wirklich, kann das genauso für dich bedeuten, hey, ich muss Gott und ich muss Jesus viel, viel mehr in meine Familie integrieren. Ich muss darüber reden mit den Kindern. Ich kann das nicht einfach so lassen, dass das am Sonntag in der Sonntagsschule erledigt wird. Und je nachdem, was dich betrifft, da kannst du auch deinen ganz eigenen Satz zu Hause jetzt bilden, wo du sitzt. Und nochmal, wenn du das mit jemand anderem zusammenguckst, dann dreh dich doch nochmal zu ihm und sag zu ihm, hey, der Wecker hat geklingelt. Ich habe es verstanden. Ich muss was verändern. Ich will was verändern. Und mein Wunsch ist, dass für uns als Christen zurück zur Normalität nicht bedeutet, zurück zum Alten. Zurück, wie es vorher war. Möglichst schnell und möglichst bequem. Sondern mein Ziel ist, dass wir diejenigen sind, die verändern, die präsent sind und die dem Neuen, was diese ganze Krise und all das ausgelöst hat und mit sich bringt, dass wir diejenigen sind, die in dieser Zeit präsent sind, die aktuell sind, die neu da sind, die bereit sind, Neues zu starten, Altes zu verlassen, um die Gesellschaft zu prägen.
Und ich glaube, wir leben jetzt in der nächsten Zeit, in einer Zeit, wo wir wirklich geistlich was erleben können. Aber das wird nicht funktionieren, wenn wir uns am Alten festklammern, sondern wir müssen diejenigen sein, die da sind, die präsent sind, die vorangehen, die Hoffnung vermitteln. Und dann werden wir auch Leute erreichen, da bin ich ganz, ganz fest von überzeugt. Und ich weiß nicht, vielleicht bist du jetzt online zugeschaltet oder aus irgendeinem Grund in diesem Video gelandet und hast bis jetzt zugehört und fragst dich sowieso, was könnte mein Neustart sein und hast überhaupt gar keine Ahnung von dem, was ich hier eigentlich die ganze Zeit geredet habe. Dann will ich dir echt Mut machen. Unten drunter im Video in der Beschreibung sind Kontaktdaten da, wo du mit uns Kontakt aufnehmen kannst. Dann nimm doch Kontakt auf und wir wollen dir gerne, gerne helfen und gerne mit dir in Kontakt kommen, wie du ganz, ganz neu starten kannst mit Jesus in deinem Leben. Und jetzt gleich wird die Band spielen, ich werde jetzt gleich noch beten und danach wird die Band ein Lied spielen und das haben wir abgesprochen, das passt zu dem, was ich gerade gesagt habe. Und mein Wunsch ist, dass du zu Hause, wenn du bis jetzt gemütlich auf dem Sofa gesessen hast oder im Bett gelegen hast, dass du aktiv wirst, dass du aufstehst und dass du das Lied, was jetzt gleich kommen wird, im Glauben singst, dass du aktiv wirst und aktiv mitsingst, bereit bist, dabei bist und voll Glauben singen wirst, dass es Zeit ist, nach vorne zu gehen, dass es Zeit ist, Schritte zu gehen. Ich will jetzt noch kurz beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir die Bibel haben, dass wir daraus lernen dürfen und dass du schon damals unglaubliche Geschichten geschrieben hast in Zeiten, die absolut nicht normal waren. Und dass du genauso mit uns heute Geschichten schreibst, dass wir hier sein dürfen, dass wir diese Menschen als Glaubensvorbilder haben dürfen und dass wir vorangehen dürfen im Glauben und im Vertrauen darauf, dass du mit uns bist, dass du für uns bist und dass du bei uns sein wirst. Egal was kommt, egal wie die Zukunft aussieht und bei all dem, was wir noch nicht wissen, wollen wir trotzdem zuversichtlich und hoffnungsvoll in die Zukunft schauen und sagen, es wird besser als davor werden. Es wird mehr Menschen werden dich kennenlernen. Es werden mehr Menschen sein, die dich erleben. Wir wollen ganz, ganz neue Dimensionen mit dir erleben. Und wir wollen bereit sein, nach vorne zu gehen, das Alte eben zurückzulassen. Dass unser Zurück zur Normalität nicht heißt zurück zum Alten, sondern zurück zur Normalität, zu dem, was du schon lange vorbereitet hast, was du vorhast in der nächsten Zeit. Und so wollen wir jetzt wirklich dieses Lied singen und wirklich glauben, dass du uns ganz persönlich veränderst, aber dass du auch ganz uns als Gemeinde, als Gesellschaft, dass du dabei bist, uns zu verändern und dass wir bereit sind, ein Teil davon zu werden. Amen. Es ist die Ruf, wo erklingt in mir, es ist die Stimme, wo mein Herz erweckt, es ist die Liebe, wo ich spüre in mir, das Drängen, dass ich nicht anders kann, als mein Herz dir ganz herzugeben und mit dir will vorwärts gehen. Es ist Zeit, uns aufzumachen für dich, es ist Zeit, uns dir ganz herzugeben, es ist Zeit, dass du durch uns sichtbar bist, es ist Zeit, mehr und mehr Land ins Leben für dich. Es ist die Kraft, die mich vorwärts treibt, es ist der Geist, der mich zieht zu dir, Jesus, bei dir bin ich wirklich daheim. Es drängt mich, dass ich nicht anders kann, als mein Herz dir ganz herzugeben und mit dir will vorwärts gehen. Es ist Zeit, uns aufzumachen für dich. Es ist Zeit, uns dir ganz herzugeben. Es ist Zeit, dass du durch uns sichtbar bist. Es ist Zeit, mehr und mehr Land ins Nehmen. Es ist Zeit, uns aufzumachen für dich.
Ganz herzlichen Dank für den tollen Worship und auch für die Predigt. Ich nehme wirklich so 2 Gedanken mit: Lernen aus der Krise und eine Herausforderung in ein außergewöhnliches Leben oder ein Ruf in ein außergewöhnliches Leben. Das tönt ja wirklich spannend. Jetzt möchte ich noch die Eindrücke weitergeben, die mir vom prophetischen Team für euch zusammengetragen haben. Wir glauben, dass Gott heute noch zu uns redet. Das ist auch was Außergewöhnliches. Einen Gott zu haben, der mit uns redet. Ich glaube, dass Gott uns ermutigen will, dass er uns stärken will, dass er uns Kraft geben will in dem, wo wir drin stehen. Und er will uns auch zeigen, dass er uns kennt und dass er uns sieht in unseren Situationen. Das finde ich so stark und berührend. Ich fange gerade an mit Eindrücken, die ich persönlich hatte. Ich hatte den Eindruck, dass Gott Freundschaften stärken möchte und auch neue Freundschaften schenken möchte. Freundschaften, die Qualität haben, die von ihm gestiftet sind. Dann hatte ich den Eindruck, dass Jesus eine tief sitzende Angst berühren möchte. Und dazu die Empfindung oder so wie das Rufen von Jesus: Öffne dich, rede drüber und nimm auch Hilfe in Anspruch. Das sind alles Wege, in denen Gott auch wirken kann, um dich zu heilen und zu berühren. Weiter hatte ich ein Bild von dem goldenen Ehering und das Wort Treue dazu. Und ich glaube, dass Gott eine Ehe berühren möchte. Er hat euch mit was ganz Kostbarem beschenkt. Und er möchte, dass ihr das nicht wegwerft, sondern kultiviert. Die Treue in eurer Ehe, in dem Bund, den ihr geschlossen habt. Weiter habe ich noch ein Bild gehabt von dem Fuß mit einem Muschelkettchen dran. Und ich glaube, dass Gott eine Person möchte, gerade besonders segnen möchte auf dem Weg, wo sie unterwegs ist. Dass Gott dir Land geben möchte, da wo du draufstehst im Glauben, dass er dich mit dem segnen möchte und bestätigen möchte. Weiter ist der Eindruck gekommen vom Team, dass Jesus eine Lunge berühren möchte. Wenn du Probleme hast mit der Lunge, streck dich aus, dass Gott dich berühren kann. Und dass Gott krumme Wege gerade macht. So wie im Jakob, seine Geschichte, wenn ihr die kennt, die steht im 1. Mose 27. Da ist nicht immer alles rund gelaufen, aber schlussendlich hat Gott diese Wege gerade gemacht. Und so kann er auch Wege, die du als krumm empfindest, wenn du sie ihm gibst, wirklich gerade machen. Ihm ist alles möglich. Und ich bete jetzt noch, dass Gott einfach das tun kann, was er sich vorgenommen hat, durch die Worte und über das hinaus natürlich. Und Jesus, ich bitte dich jetzt, dass du einfach zu den Menschen gehst, die du ansprechen möchtest. Ich bitte dich, dass du diese Lunge berührst, dass du die Ehe berührst, dass du freisetzt von Angst und heilst einfach die Ursachen davon. Ich bitte dich, dass du Hoffnung schenkst, da wo Wege vielleicht nicht so ideal gelaufen sind, dass da wirklich einfach dein Segen reinkommt. Und alles über das hinaus, Herr, dass du einfach noch überbitten und verstehen wirkst heute Morgen und Menschen berührst und heilst. Amen. Ja, und damit wären wir schon fast am Schluss. Ich bitte euch auch, wenn ihr merkt, ja, jetzt hat mich Gott berührt, gebt doch auch Rückmeldungen. Ihr könnt es im Sekretariat machen oder ihr könnt euch auch direkt an mich wenden. Das ermutigt uns einfach in unserem Dienst. Nächsten Sonntag wird hier wieder ein Livestream sein. Und ja, wir freuen uns schon drauf und auch wieder ein Kindervideo wird ausgestrahlt werden und wir freuen uns drauf, wieder auf dem Weg mit euch Gemeinschaft zu haben.
unterhalb von dem jeweiligen Video ist immer ein Link, wo ihr auf Facebook kommt oder auf Instagram und euch immer informieren könnt über die aktuellen Dinge, die laufen bei uns in der Gemeinde. Ich danke euch für euer Mittragen und ich wünsche euch Gottes Segen am heutigen Tag. Ich wünsche euch einen super schönen Sonntag, genießt das schöne Wetter und ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Als Sohn von Gott bist zu uns gekommen und alle Sünden hast auf dich genommen. Aus Liebe für die ganze Welt hast du die Finsternis erhellt. Was für eine Liebe